Gäste, Musikanten und Musikantinnen, Leute aus dem Komitee, schönen guten Abend. Also Konzert hilft bei Eis to He.
dich geheim froh wohl an den Raum, welche Lieder wurde dann alles konnten hören? Manila, richtig. Welches noch? Katze, natürlich. Kirmes, ja, Kirmes. Ob der Kirmes, richtig auch. Wow, okay, also heute sind wir ganz gut dabei. Es fehlen dann noch 3 oder 4 im Englisch. Geliebt? Ja, Mädchen von Götzen, richtig. Nachher? Letzte war ja Spezialitäten. Es fehlt noch ein im Englisch, von Schriftgesetz. Taschtischer aus der Stadt. Richtig, so stehen sie nach der Gruppe, ich mal eine Runde, wie schon mal so anholen. Taschtischer aus der Stadt, Katschen, Mädchen von Götzen. Ah, nee, fehlt noch ein. Das ist noch ein von 4 Wort spielt. das kann ich auch nicht kaum tun. Das war schon ganz das ist mich schwer. Bisschen mich schwer, ja. Da ist ein Pfaff dran am Titel. Komm, ich lese doch Schwarzen Domino. Also, ich hätte nicht gewusst. Schwarzen Domino auf der Kirmes, letzte Woche Spezialitäten an Manila. Wow, ist sie beantwortet. Ich hatte 5, vielleicht 3 können erzählen. An unserem Programm, und zwar The Girl in the Hall of Mirrors. Komponiert von einem von unseren Musikanten, der Michael Watson. Der Michael hat 4 schwere Jahre hinter sich und hat sich ein bisschen gefühlt wie in einem Labyrinth voller Spiegel. The Hall of Mirrors halt. Auf hier aus dem Hall of Mirrors rauszukommen, hat Michael gesagt, ja, ich komponiere ein Stück für die Musik. Und ich meine mir froh noch einfach, der Michael, er soll das bisschen etwas darüber erzählen. Michael, das sind wir. Good morning, Salagua.
Also neben den musikalischen Aktivitäten auch ganz viel außermusikalische Aktivitäten, wo man ganz großen Spaß haben. Übrigens, obwohl wir das Jahr keine Neukanner dabei hatten, die dann traditionellerweise gelebt wären, hatte man trotzdem einen kleinen Dorf, weil 12 von unseren großen Kanner sich freiwillig gemeldet hatten, für dann einfach noch einmal zu machen. Aber was haben wir natürlich gemacht? Wir haben sie Formelparcours machen gelassen. Und dann, was haben wir alle so auf sich geschmissen und so? Schlafhören, Mehl, Rüllisch. Wow, auf alle Fall gut viel Sauerei haben wir auch gemacht. Aber voilà, wir haben immer großen Spaß auf unseren Stagen und das musikalische Resultat, das lässt sich aber absolut aufweisen. Ich bin ganz, ganz stolz auf Sie, meine Jugendmusik hier von Schöffling. So, Perkussionist Al Ginter. Los dich einfach nur mal überraschen und für allem die, die hier ein bisschen nur beisetzen, nicht erschrecken. People's Festival an der Danat war alles, was sich rundherum so vom Marxeweier gedreht wird. Du hast ein Schöfflinger so vom Nei zum Leben erwäscht gehen an einem ganz flotten multidisziplinären Projekt. Da war Betsy Dancer dabei, das hat die so ein bisschen ausgebaut, an so eine moderne Kader gesagt. Das Ganze aus einem Buch verewigt ging, da hat den Piet Wagner ganz flott Zeichnungen dazu gemacht und den Tom Flick, den hat Skulpturen gemacht und das sind die hier oben am Schmidtbusch zu bewundern sind. Wir kriegen die freundliche Erlaubnis sowohl von Betsy wie auch von Piet, dass wir den Ofen dürfen einen Teil aus dem Buch vorlesen. Erst die passende Musik dabei spielen, und auch den Piet seine Zeichnungen, die bei den jeweiligen Passagen passen, dürfen projizieren. Voilà, und wir können das auch nicht sehen, weil das jetzt sowieso schon bei uns als Leserin von heute Abend, als das der Konter. Und wie so das sind ich Weh für ein Altersheim heim geblieben. Das haut schon ziemlich warm für mit März. Und dafür steht dir vom alle Pumpschiffsbau, an dem Musiker und Musikerinnen proben, weit ab, für ein bisschen Frühjahrsluft an Gebäude zu lassen.
sind ein himmlischer Nolausterer, von dem keiner es weiß. Tein schalen durch den Gang. Ich sitze schon lange genug hier, für die Melodie matt zu denken, für zu wissen, wenn es dramatisch geht, wenn die Trompete dabei geht, und wenn die Klang nicht mit losgeht. Schon den noch nie hören. Das Lied von Marx war ja, dem war ja da handeln. Sie weist in Richtung von der Gegend, wo du Loik aus meiner Klasse wohnt. Hier wohnt zwar in einem neuen Haus, wie ich weiß, dass die Quartier ist, wo mein Boma abgewürzt ist. Mein Boma, du hast doch kein Weiher, du stehst Häuser. Wenn es ein Weiher gibt, dann höchstens jemand Plastikboden, den die Leute neu gegroven haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es über so eine kleine Pulle ganz Lied geht. Probiere nicht zu gänzen. Eine kleine Pulle? Oh nee, mein Junge. Der Marx war ja als groß. So groß wie das Lied von den Leuten. Rief Boma, schenkt er ein bisschen abgeregt. Nee, was so nicht? Der war ja geht ja nicht mehr. Den hat der späte Jean ja damals zerstört. Was waren die Leute rosa mit dem? Also, ich verstehe gar nicht mehr. Los sitze ich mit der Boma vis-à-vis, allein hier endlich von den kleinen Streuselkuchen auf dem Teller. Hi Boma, jetzt mal hol ich den Kuchen, aber währenddem erzählst du mir alles von 4 Uhr. Boma fängt wie immer die dicke Streusel vom Kuchen zu knibbeln, aber während sie sich genüsslich ein Butterknuppen oder andere an den Mund sticht, fängt sie an zu erzählen. Wie ich klang war, oder jung, ungefähr so wie du. Du hast mit meinen Eltern und meinen 3 Brüdern hier am Quartier gewohnt. Nee, das weißt du ja schon. Du hast es hier ganz anders ausgesehen. Da, wo die modernen Reihenhäuser stehen, waren Wiesen. Und an diesen Wiesen, da war ein Weiher. Marxeweiher genannt, weil er am Marxelach lag. Der Weiher war etwas ganz Besonderes. Und das war ein ganz Schöpfling gewusst. Der Boma hier Backe fängt rot zu gehen. Hier Blitze. Mir für das zu erzählen, muss ich noch viel Jahre zurückgehen. An einer Zeit, wo die Leute noch um Geschichte geglebt haben, lagen ihr hier innen zu Schöpfling, Platzen, Wiesen und Hügeln hier nimmkruten, du Hund am Gestrüpps, zwischen den Beben an den Hügeln und an der Gräser nach Naturgeister gehaust. Gutgeister, die an enger Verbundenheit mit den Pflanzen an den Tieren gelebt haben und am Gegensatz zu den Menschen unsterblich waren. Von den Leuten haben sie sich weit wasch gehalten, sodass es nie einem Mensch gelungen ist, von diesen Geistern zu erblicken, auch weil sie auf viele den Mensch geglaubt haben. Und an diesen Naturgeister gab es 7 Schwestern. Hier daheim war der Schmidtbusch, die sie kannten wie hier Egelboxentasche. Aus ihren himmlischen Verstoppen haben die jungen Mädchen den Menschen angeguckt, weil sie sich geplot haben. Sie haben gelacht über die großen, kleinen Dramen, die den Menschen an der Leben wieder vorsehen und haben sich für sich selber nicht allzu viel Sorge gemacht. So ist das, wenn ihr kannt ist.
Die Liebe schenkt unendlich. Kann also sie klang an die von den Erwurzeln nach weit erwasch. Ma auch die Naturwesen gehen erwurzeln und das große Thema von der Lebt mit allem, was darunter hängt, als auch bei des Siebe klappen kann. Medischer Versicht, hier egent Leben zu machen, an sich nur einem anderen Wesen umgeguckt, mit dem sie zusammen durch die Leben gehen. Dabei, wo sie sich an alle Büscher verstreht. Sein Leben hat sich schon immer ganz seine Familie, seine 6 Schwestern gedreht. Hat darin gelitten, dass die Familie sich am Wand verstreht wird. Als einzig von den Mädchen, als hat an der aller heimisch geblieben, ob der gewinnte Platz von der Kantheit, an der Hoffnung, dass die Familie do von Zeit zu Zeit zusammenfindet. Schließlich hat sich wohl nicht schwer gedient für ihn zu finden, mit dem sein Leben kein teilen. Just hat ihm kein so richtig gefallen und hat wohl nicht irgendeinen wollen. Hat als lieber allein geblieben, wie faul Kompromisse zu machen, auch wenn das geheischt hat, das hat seine Zukunft hat, mich selber an den Grab holen. Schwestern getrennt von denen hier mehr oder Männer weiter Erfahrungen müssen machen. Am wie Ankehr, wo sie und die anderen 6 gedurcht, wo sie nur der unbeschwerter Zeit von ihrer Kantheit verlängert. Daran durchzogen sie zusammen, wo sich über das Erlebten in der Hallen an Hunderten, ja Tausende von Tränen sie geflossen. Sie wird aus Leid über hier verflossen, verlosen oder nie geliebte Lebten oder aus Fried, dass sie sich irren hatten. Dröpse sind an den Nähe gelaufen, wo sich Buschspuren gesammelt, gaufen zu einem Pool, später hin zu einem kleinen Dümpel, und schließlich zu einer Bach. Wat Schwestern mehr gekrascht und wat Gewasser immer mehr breit gauf. Schlussendlich lag am Busch ein kristallklare Weiher. Aber weil die Schwestern ihr Tränen ugangs nicht wollten rechnen, als der Weiher übergelaufen und an einem Wasserfall den Dall heraufgestürzt. Fuß vom Wasserfall als ein nächste Weiher entstanden, a gouf de Marxeweiher, Wengsinger Lach am Marxelach genannt. Und wenn ihr wollt wissen, was Wasser von dem Marxeweiher für eine besondere Kraft hat, aber wie der Rest von der Geschichte weitergeht, da krobt ihr von den Büchern und liest Geschichte bis zum Schluss. Es geht die erste Reise mit einem neuen Kriegsschiff am Jahr 1482.
Besatzung fühlt sich vom ersten Moment unwohl, lässt sich und Deck gut gehen. Bis ob einmal das Schiff am Nebel verschwindet. Die ganze Equipe kriegt furchtbar Angst, wie sie an der weißen Schleierin eine wunderschöne Frau ganz weiß gesehen rundherum tanzen. Aber genau an dem Moment, wo sie alle gut an ihre Bann gezogen und sich verfehren lassen, gehen sie von Piraten angegriffen. Sie kämpfen ihr Leben an einer endlos schwingender Schlucht. Aber wenn der Nebel sich endlich verzieht, verschwindet auch von den Piraten alle Spuren. Wie sie ihrem Daheim waren, haben sie sich alle gut gefreut, was eigentlich passiert war. Und ob alles Wirklichkeit oder just ein Traum war. Dreamt also lo zusammen mit uns One Day at Sea vom Team Claire. Herr Strohbildchen. Oh, ich verlag mich. Ich wusste nicht, dass ihr den Ofen auch heil wird. Das ist aber eine Überraschung. Ja, also ich muss ja so, ich bin ja richtig begeistert, Herr Strohbildchen. Ich wusste gar nicht, dass er so einen Hauptschwung drauf hat. Also, ich muss an so eine große Musik zu leben, oder so schon. Also, ich übertreibe da. Mal, wie wäre dann, hat er noch ein bisschen Zeit für ein Kippchen mal zu trinken? Das ist ein bisschen kompliziert, weißt du? Ich will ja nach einem Job zu erledigen, ne? Und überhaupt, das ist für mich kompliziert wie das, weißt du? Also, meine Frau, also, der versteht nicht. Oh, ja, fertig, pardon, also, der Superchef, wo der Superchef drin ist. Ja, das ist super, natürlich. Ich habe ihn mal schon gesehen. Also, ihr könnt bestimmt nach ihm zurück, weil sein Kochkäse, der steht noch immer heim. Oh, übrigens, apropos Kochkäse, ich habe gesehen, dass du draußen Kniddeln und Gin serviert gehen. Also, ihr werdet doch wohl können, einen kleinen Gin mal trinken. Ich meine, er fragt mich auch direkt neben dem Druckstuhl. Putzen, nö. Das ist eine gute Idee. Das machen wir. Okay. Aber direkt, ich ja, muss für dich noch. Ich setze ihn dann durch. Okay, das ist gut. Ein bisschen Not dann. Das ist arrangiert von Sandro Bucciarelli. am Lumpfen als alle gute Musik vielmals merci so die schöne Konzert, die wir haben, die wir genossen haben. Als kleine Merci gibt man für dich, Dirigent, ein kleiner Merci geben.
kleiner Kado gemacht. Den Erik hat mal letzte Main digitiert, wo man präpariert und den Erik hat ein Buch von Marx gefeiert. Und darum ob sie überrascht, man da nur am Loop vom Orchester dem Erik ein Buch von Marx gefeiert. Nicht gedurcht, ne? Also, Himmelsmarsch ja, und ich würde es echt gesagt, ich sehe ganz viel vor mir, wir haben hier coolen Himmelsmarsch. Also coolen Himmelsmarsch, dann den sogenannten Himmelsmarsch Revisited, komponiert, arrangiert von Ivan Baumans. Ich bin froh, dass da diesen Abend bei uns daheim zusammen mit uns verbracht hat. Und dann lo, nach ich denke, war dann bei seinem letzten Abend eigentlich auch nicht fehlen, wir haben es schon des Öfteren gespielt, auch auf Fester der Bausenheit zu Schöffling. Das heißt Happy Luxemburg. Viel Spaß da und da so nicht. Adi, auf vielmals merci, und bis die nächste Kehr.
wir machen ein Kehr die 6 Variationen vom Himmelsmarsch, das ist die für zu rappen. Der Zulu ein Kehr hören. Ja? Text kann der.